Ich möchte alles, was jetzt gesagt wurde, damit unterstreichen. Er ermahnt uns, Paulus, oft im Wort, dass wir alle Zeit Gott, dem Vater, danken sollen für alles. Und ich glaube, es steht so ganz unmissverständlich durch alle Übersetzungen, die es gibt, dass es heißt, nicht für die guten Dinge oder für die tollen Dinge oder für die angenehmen Dinge, sondern es heißt wortwörtlich. Und ich habe das auch in italienischen Übersetzungen nachgelesen, also ich kann 2 Übersetzungen, Italienisch und Deutsch. Und da, wenn man da mehrere Übersetzungen nimmt, heißt es tatsächlich, wir sollen dankbar sein für alles. Und in 1. Petrus 5, Verse 5 und 6 heißt es, demütigt euch unter der mächtigen Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit, indem ihr alle, auch wiederum alle, für alles, alle eure Sorgen auf ihn werft, denn er sorgt für euch. Und dann fährt er fort, dass alle Christen, niemand ist ausgeschlossen, dass er Prüfungen unterstellt ist und dass wir füreinander beten sollen, damit wir gestärkt werden. Und ich möchte es mit einem Zeugnis unterstreichen, was mir nicht ganz einfach fällt zu sagen, weil es mich wirklich beschämt hat, was mir da geschehen ist. Einige wissen schon, aber nicht mal meine eigene Familie kennt diese Geschichte. Ich habe Anfang April in Italien ein Auto gekauft und normalerweise reagiere ich nicht so, dass ich irgendjemandem Geld überweise, den ich noch nie gesehen habe oder den ich irgendwie über andere kennengelernt habe. Aber es ist auf jeden Fall, ich möchte die Geschichte nicht in die lange Länge ziehen, weil es hat viele Details, aber ich möchte mich auf das Wesentliche bleiben. Ich habe mich dazu verleiten lassen und ich will den Betrag nennen, damit ihr wisst, was für Tragweite die Geschichte hat. Ich habe jemand 14.150 € überwiesen für ein Auto, das ich noch nie gesehen habe und aber auch die Person auch noch nie gesehen habe. Fakt war so, dass nachdem die Bezahlung vollzogen war, diese Person nicht mehr auffindbar war. Ich hatte noch E-Mail-Kontakt mit ihm, habe ihn dann auch auf christlicher Weise versucht, ihn zu ermahnen, was er da tut. Und mir wurde es übel und schlecht über mich selber. Giovanni, wie konntest du das tun? Wie konnte es dir passieren? Aber Herr, ich habe doch dich gebeten, soll ich es machen, soll ich es nicht machen? Und ich hatte eigentlich Ruhe darüber. Wie gesagt, mir wurde es übel und schlecht selber darüber. Wenn ich das einfach nur dran dachte, musste ich weinen über meine Dummheit. Und Gott erinnerte mich an mein Versprechen. Giovanni, was hast du dir vorgenommen? Was predigst du? Sei dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus, unserem Herrn. Dann macht es. Ja, ich danke dir dafür. Ich danke dir dafür.
glaub mir, es war nicht einfach, aber ich musste einfach meinem Versprechen nachkommen und sagen, Herr, ich danke dir. Ich danke. Und jedes Mal, wenn dieser Gedanke kam oder die Erinnerung daran, ich danke dir dafür. Und ich segne auch diesen Mann. Ich segne ihn, Herr, weil du sagst in deinem Wort, dass ich meine Feinde segnen soll. Ja, ich habe mir die unterschiedlichsten Möglichkeiten ausgedacht, wie Gott jetzt dieses Problem für mich lösen. Und ja, er wird sich jetzt bekehren, er wird sich daran erinnern, die Polizei wird ihn verwischen. Aber glaub mir, von all diesen Dingen ist überhaupt gar nichts passiert, bis jetzt zumindest. Aber was ist geschehen? Geschehen ist Folgendes. Der Monat Mai ist so für mich im Galopp also vorgeschritten in der Arbeit. Und normalerweise ist es so, dass ich eine Liste führe über all die Verkäufe, die ich tätige und am Ende draufschreibe ungefähr, was ich an jedem einzelnen Auto verdiene. Und ich hatte die Zeit nicht dazu, das zu tun. Den ganzen Monat Mai ging es wirklich so im Galopp. Das können meine Frau, mein Bruder Samuel kann das bestätigen. Und am Ende vom Monat sage ich, aber jetzt muss ich es endlich mal tun, weil ich muss ja irgendwann einmal davon ja wieder was abgeben. Und ich habe dann diese Mappe, wo meine ganzen Verkäufe drin sind, mit nach Hause genommen und habe dann die Tabelle aufgemacht und habe angefangen, diese Fahrzeuge dort einzugeben. Mit meiner Frau zusammen, die ist am Tisch gesessen. Und wo ich fertig war und die Endsumme sah, habe ich gesagt, Herr, wie groß bist du? Wie groß bist du? Und der Herr hat das so gesegnet, dass ich an diesem Monat so viel verdient habe, wie ich in einem sehr guten Monat verdiene und genau dieser Betrag noch oben drauf. Das ist stolz. Halleluja. Danke, Jesus.